Mit keine EU-Fahne mehr wehen, auf Anordnung des ungarischen Parlamentspräsidenten. Doch die Zeichen stehen auf Veränderung. Zehntausende haben das heute Abend mit Nachdruck eingefordert. Das ist eine ziemlich amerikanische Geschichte. Der Tod des deutschen Austauschschülers René G. in einer Garage in Montana. Nun das Gerichtsverfahren in dem Fall, das deutlich macht, die einen sehen es schwarz, die anderen sehen es weiß. Dazwischen müssen 12 Geschworene jetzt ein Urteil fällen. Hatte der Todesschütze, dem Haus und Garage gehören, das Recht, den jugendlichen Einwohner zu erschießen? Sah er sich und seine Familie in Lebensgefahr? Dafür liegt das Urteil. Die Geschworenen verraten. Sind das dann letzte Schritte in Freiheit? Der Angeklagte Markus K. verlässt das Gerichtsgebäude in Missoula im US-Bundesstaat Montana kurz nach den Schlussplädoyers von Verteidigung und Anklage. Jetzt liegt der Fall in den Händen der Jury. Sie hoffen, dass die 12 Geschworenen auch schuldig erscheinen.